Guten Morgen alle Gute. Sie freut dass wir heute einen Fußball schwätzen, wo die letzte ich habe war. Wo andere Sachen, wo geschwärzt wo geht aber dann das, was man ist, nicht Fußball spielen. Es sind zwei wichtige Matches für die am Kader für die Playoffs von der UEFA Nations League Gruppe CD. Und zwar nächsten Donnerstag, das schon eine längere Woche, Malta Lützeburg zu Taquali um 6 Uhr. Und dann die zweite Match Dünnstes Drop, den 31. Da um 6 Uhr um Stade Luxemburg gegen Malta. Ein paar Informationen zu den zwei Matches, die immer bei der Kader rübergehen. Für ein Heimmatch, den 31. sind 8.500 Tickets fort. Davon 300 Supporter von Malta. Im Moment sind noch knapp 300 Tickets am Verkauf. Wobei es im Sitz kommt am nächsten Weekend, nachdem wir das Malta zurückgehen, ungefähr 350 dabei. Sodass noch ca. 700 Tickets die noch zu verkaufen sind. Und dann hoffen wir natürlich, dass das Stadion den 3. voll ist, komplett voll ist. Was die Match auf Malta anbelangt, gehen 300 Supporter aus Lützeburg macht viel aus, das nicht so weit verdrehen zu kommen durch das Vakanzenzeit durch auf Malta und so weiter. Wir sind froh, dass wir trotzdem ein gut 12 Supporter da und dort Platz sind. Nur noch mit der maltesischen Föderation geschwert, zu Malta rechnen sie zwischen 8 und 10.000 Zuschauer an einem Stadion, wo da 70.000 rangeht, der Tisch steht, als nicht voll, das ist schon ein Stück wie groß wie Eisen. Voilà, ich meine, das war das zu den zwei Matchen. Da gehe ich als Nationaltrainer auf Wort für die Fragen zu der Equipe. Ja, moin alle guten, ich meine, die guten Kader, alle guten ausgedehnt kriegt, aber in dem Kontext, ja, was ist dann hier schwer, die nächste Fragen zu stellen. Ich gerade das Mikro holen, meine Chef. Ja, mein Joel natürlich auch. Ein neuen am Kader, dann den Fabio Domingos, den nicht das PSG. Ja, vielleicht gibt es das so wieso, und dann gibt man vielleicht auch Schwarzlehrer von den Präsen, die nicht dabei sind. Aber trotzdem, vielleicht die ich dann eben zum Fabio. Das ist nicht so näher. Der Fabio ist ein junger Spieler, den das hier in Paris gewesen, dass er den sowohl an der U19 wie an der U23 zu Paris spielt, als ein offensiven Inkinenspieler, den sowohl die Mischen über die links- oder die rechte Seite spielt, dribbelstarke Spieler, Inkinenspieler, Spieler, den interessantes Potenzial hat, und dementsprechend doch für das geselektioniert wird. Ja, die dann vielleicht mal geguckt haben, was ist noch gefallen, dass die nicht dabei sind, wie Marvin Martins, ja, Kurci, Selimovic und Avdusinovic, das sind die mit Laschke dabei waren und eben nicht dabei sind. Kannst du vielleicht auch kurz was so wieso ist die schwache Kraft, dass die das nicht kannst? Die erste was der Rest der Church für die nächste Match gespart sowieso. Dementsprechend kann den modellierten Bundesselektionären wohl doch an dem Verein quasi keine Spielzeit, die man die Last bringt, oder ganz wenig. Die letzte Stage, wenn man guckt, hat man okay als Minimum 9 Verteidiger dabei, und ist das für 8 Verteidiger dezidiert, der Posten zu dublieren. Wie die sieht, sind sie alle gut dubliert. Und dann ist es am Fußball ein gewisser Konkurrenzkampf mit Sejic, mit Inas Mamutovic, mit Rai Selimovic und mit 3 Innenverteidiger mit einem Rätselfuß. Du hast schwer gemacht auf 2 Stück. Aber Marvin Martins, also dann von einer Rechtsverteidigerposition, genau nämlich, wobei der Marvin der Verein gewechselt wird, als er den an seinem Verein noch nicht gespielt hat. Das ist ein Problem. Die Kinder waren die letzten 4 Stellen dabei. Und als Haut für einen Offensivspieler entschieden. Ich meine, die Fehler nie müssen mich gefunden. Ja, merci.
wenn man gucken, wir schätzen ein bisschen über Spieler, die vielleicht noch mehr Spielzeit tun, die relativ viel Spielzeit dann hier auf Vereine. Wie gesagt, du am insgesamt Dynamik vom Kader, den du nominiert hast, auch was da du geht, auch vielleicht par rapport zu den letzten langen Matchpause, wo, wie gesagt, die Spieler, du hast ja selber schon gesagt, du hast gerne, du hoffst natürlich immer, dass Spieler viel am Verein zu Spiele kriegen. Wie gesagt, der Moment? Du hast genau recht, was du sagst, sind die Spiele Matchspieler, die Mann Selektion geht nicht nur auf den Temps de jeu, das geht auch auf die aktuelle Form, das geht auf eine Experience, das geht über Passe am Verein oder der Nationalität. Das sind nicht Faktoren, die zusammenkommen, keine nur schwarze machen. Aber du sagst, fand ich ja, dass die letzte Woche, insbesondere auch die letzte Woche, zum Beispiel mal mehr zentrale Mittelfeldspieler haben, die goalgefährlich sind, an die Goaler schießen, da denke ich an den Leo Barreiro oder an Niki Martins zum Beispiel oder Matthias Olesen. Da hat man natürlich ganz positiv gesehen, Spieler wie den Daniel Sinani, den Stammplatz zu St. Pauli regelmäßig exploitiert, auch noch interessant interpretiert. Laurent Jans, den permanent am Match spielt und auch ob das den eigentlich felicitieren für hier Monte an die erste Division, das für ein super Parcours. Oder Florian Bonat spielt oder Dirk Karlsson spielt natürlich am Anfang Spielzeit für ganz viele Spieler selber heiß und da geht es die Spielzeit von den paar Spielern, die Mann heiß ist. Das wünschenswert, dass der denke ich aus, dass alle Guten so sind, mit zwischen den Dramen und Vierstellungen an der Realität, da gibt immer noch Differenzen. Ich enchaînieren durch mit Jason Videra, den hat ja an der Regionalliga viel Außerzeit kurz schon in der Sucht an den Grund, dass er manche Beruf gekauft weil er 2 Jahre nicht dabei beim AK, da man so im Terrain nicht. Jason Videra ist schon an den AK nominiert. Ja. Wurde seit der Reprise 3 Organisationen haben er nie gemacht an der Regionalliga. Sind Matcher observiert, geguckt, offensiv Optionen Gesichter. Jason die Mod entschieden und hoffen, dass die guten Performancen, die meint den nächsten Match gemacht wird, auch an der Nationalität während des Nachspiels. Das gewollt aus 2 verschiedenen Gründen. Der nächste Grund ist, der nächste Match von der Konfrontation aus Donnerstags am nicht um 6. Das heißt, wir haben aber Spieler, die an ihrem Championat da werden Freitag, Samstag oder Sonntag spielen. Das heißt, Präparationszeit ist am Anfang ziemlich kurz. Meint am Lauf vom Tag wird das ganze Equipe zusammen sein und du spielst Donnerstags. Bleiben am Anfang für richtig taktische Seancen zu machen, echt am Donnerstag am Mittwochs. Wenn ihr wisst, dass zu Malta hier Föderation am Terrain aus an den Training soi-disant à huis clos soll sein und an der Seance aber brauchst für taktische Sachen zu machen, also es ist mehr intelligent. Die Seance halt zu Lützeburg zu machen, ein Kader, wo kein von Malta kann nachgucken, das könnte vielleicht zu gesehen. An dem Kader, wo man decidiert, ja, für das kann ich eben das ganze Zeit zu machen von Training sind nicht 4 Uhr Match, dann dahin zu fliehen, an die Notpräparation ganz normal umzugehen, außer dass ich nicht für Platz trainiert wird. Da hast für ein paar Wochen beim RTL an einem Interview gesagt, dass Malta eben auch neue Spieler abjagt. Kannst du dazu so, wie kannst du das ja schätzen? Wie schätzt du Malta überhaupt an als Equipe? Was geht als das? Kannst du das zu der Zeitpunkt schon? Also die erste Aspekt zu der Abjagung, das ist so, dass Malta innerhalb von der letzten Zeit 2 Offensivspieler, die sonst nicht für Malta gespielt haben, die nur für Malta spielen. Den aus Cardona, der zu Saint-Étienne spielt, und zu Augsburg gespielt wird. An den anderen aus den Schuarev, den heute Stars zu Sion spielt. Die
durch verschiedene Prozeduren von der FIFA, wo der Joel mehr dran ist wie ich, Möglichkeit tun, maltesische Pass zu kriegen, auch für die Equipe können zu spielen. Das sind zwei Spieler mit Offensivqualitäten, die das an ihren Championat respektive der Liga probieren zu beweisen. So ist also natürlich, dass man die maltesische Equipe analysiert und die in Teil von ihrer Spieler und die am Ausland spielen und die zu Malta spielt, wobei die maltesische Nationalmannschaft in den letzten Jahren positiv noch 4 entwickelt wird, ein Teil von der Kader auch schon heute zusammen mit der Nationalequipe seit den dünnsten trainiert und zusammen sind, für die Menschen zu präparieren. Eine Equipe, die so wie mir an den letzten Jahren eine Entwicklung um 4 gemacht hat, eine Equipe, die die Qualitäten analysiert und aber auch wissen, wo ihre Schwächen sind. Natürlich kennen wir die Wichtigkeit von den 2 Matchen und Ziel aus, natürlich an der IC zu bleiben. Und wissen, dass es kein einfacher Match ist. Oder für die Joel oder auch für dich, Jeff, wie gesagt, was die Abierungen oder lange Spiele aber nicht so ist. Danny Mota kann ich da ganz einfach darauf antworten. Danny Mota als probiert ging eine Kommunikation mit dem Jungen von mir persönlich aufzubauen. Die Kommunikation am direkten als nicht möglich für was auch immer. Ich muss da hier fragen, lebt über Drittpersonen als dementsprechend schwer darüber viel mehr zu verlieren wieder. Etwas als immer sicher. Nationalequipe, also für die Nationalequipe spielen, geht für die erste, also eine sportliche Kompetenz, eine sportliche Merit. Das ist die nächste Sache. Und dann die zweite Sache ist, für die Nationalequipe, besonders immer, musste man stolz, mit eher, mit Dévouement für die Nationalequipe da sein. Wenn dann sportliche Qualität dabei kommt, dann sind nicht alle Spieler interessant für das Nike. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann ist es nicht der Fall. Und dann verlieren wir auch keine Zeit mehr für alle Schwätze. Die Matches sind 80 Euro, was ja nicht ideal ist für Zuschauer, wie der andere wahrscheinlich spielt. Genauso wie Hai. Vielleicht ist das verrückt, aber trotzdem. Das ist der Grund dafür, dass es 15 Euro gespielt wird. Der Grund für den, was das von du umgesetzt wird. Wir setzen kein Match und wir kriegen Datum gesucht, wenn wir spielen, aber wir kriegen Dauerzeit gesucht. Und die dritte Matcher sind nun mal um 6 Euro gesucht. Wahrscheinlich ist die Ursache, weil Oves Playoff-Matcher sind viel kleiner. Die 2D, also 26 an den Brüsten. Also Oves merke ich schon, am 20 Euro von der Feld. Logisch war über Spieler, die angebiert goen, Spieler, die nicht angebiert goen, fragen, dass du die heute Leute nominiert. Gesagt du Lützeburg mit dem High-Kader als Favorit, geht dir als Favorit an die 2 Matcher ran. Was ändert das par rapport zu dem Matcher für die Runde an der Qualifikationskampagne, wo ihr normalerweise nicht der Favorit war? Die frohe Runde für eine politische Gestaltung, ja, ich doch geantwortet, ja, dass für mich an der Luta Konfrontation nicht nur als Favorit zu nennen, mit dass man Selbstvertrauen auf dem Terrain für die Matcher zu gewinnen. Und das gibt alle Gegner.